immer mehr Leute Pferde für zu hitzen, sitzen tatsächlich kalt daheim, weil Brennes zu teuer geht, wie das sich könnte lesen. Und das man lebt, das ist eine direkte Konsequenz auch von Lieferengpässen, aber auch von der geringen Politik. Gering geht teuer und das bleibt so, solange die Partei Regierungsverantwortung dreht. Zum Beispiel gouf eng Zergassteier angefeiert, an die doch nach permanent ugehowe. Für uns als RDR geheiert die Steuer op den Tipp von der schlechten Idee. Aber wir fanden es komisch. Wir fanden es komisch, dass Kollege von der CSV die Steuer unterstützen und sich dann über Preissteuer spricht. Das ist ein Element auch von dem anderen. Die künstliche Verdeuerung vom Diesel, auch vom betrieblichen Diesel durch den Staat, als eng für den viele Lasten für den Transportsektor, aber natürlich auch für den Konsument, weil den direkt die Preise gehen und nicht angepreist und Verkehrspreise durchleitet. Es muss Schluss sein mit den permanenten Steuererhebungen. Erhebung von der allgemeinen TVA, Erhebung von der spezifischen TVA am Logement und am Horeska, Unhebung von der Benzinsteuer, Abfeierung von der Zergassteuer und so weiter. Das alles sind Maßnahmen, mit denen die Regierungsparteien die Lützeburger Bürger seit Jahren immer mehr von ihren schwer verdenkten Suen aus der Tasche ziehen, an die erst an dieser Krise auf den Kopf fallen. Das Logement geht auch durch diese Regierung andauernd mit Deier gemerkt. Wir erinnern uns von der Erhebung von der TVA auf 70%, op Mietwunschen und permanent neue Opläre bei die Bauer mit Eier machen und Diskussionen rund um Menge Erhebung von der Grundsteuer und so weiter und so weiter. Mehr als RDR sind gegen all Steuererhebung. Selbstverständlich bleibt RDR auch bei ihrer Forderung, für die Steuertabelle automatisch und die Inflation anzupassen. Aber wir verlangen 4 klare Konsequenzen aus dieser Debatte, und da sind ich fertig. Eine ersatzlose Aufschärfung von der desastrierten CO2-Steuer direkt, ein Rufsätze von der TVA von 14 auf 3% auf Brennes, eine Unerkennung von Energieprodukten als Grundbedürfnis an eine entsprechende Steuerreform, eine automatische Anpassung von der Steuertabelle und der Inflation, eine objektiv und wertneutrale Zusammensetzung vom Warenkorb, die auch das Logement und auch die Energiepreise adäquat muss berücksichtigen und dann eine besondere Sensibilität auch für Probleme von den Bauern, für hin bei den Preisen für Düngemittel zu helfen, die Lebensmittel teuer dann auch bremsen.